Kloklustert. 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 Herzlich willkommen, Tauens Dritte Reich von Kloklustert, das ist ein plattdeutschen Podcast über Wettenshop und Sellshop. In diesem Reich wird wie mal ein Thema beschnacken, was uns alte Haupen miteinander angehen deit, das ist die Dursumkeit. Die Ressourcen, die natürlichen, ward weniger, sie schwindt und sie regeneriert sich nicht in das Tempo, in das wie die Menschen verbruchen dauert. Wo ans könnt wir Spur so mal umgehen, wo ans könnt wir vielleicht mehr ob Ressourcen setzen, die gar nicht zu Ende gehen dauert, so als Wind und Sonnenschein. Und darüber möchte ich gern mit einem Fachfru schnacken, der hab ich einmal heuert hier bei Kloklustert. Das ist von der Uni in Kiel, Dr. Christine Evers. Moin, Christine, schön, dass du da bist. Ja, moin, moin. Vielen Dank, dass ihr mir einladen habt. Hartlich gern. Also ein Thema ist ja wen, über das wir schnackt hab hier albi Kloklustert, de Fruch, sind wie Merden in dat söste Massen utstaben. Wie in uns Thema von hoch, Instich, Dursumkeit, ganz kurz noch mal de Blick trüch, ob düsse Folch, sind wie in dat Massen utstaben? Sind wir tatsächlich. Also Derten und Planten sind schon immer gestorben, also Dinosaurier zum Beispiel, die sind ja auch gestorben. Aber die Geschwindigkeit, mit der wir Hüt Derten und Planten verlieren, ist einfach so viel gauer als irgendwas, was wir jemals sehen haben. Und das ist durch den Mensch vorantreiben worden. Und darum, ja, wie sind wir in Massen utstaben? Wie Menschen sind tau expansiv? Ja. Zu viel, wir sind zu klug in der Weg, ne? Wie verstoren, wie fast alles nutzen können, was da ist. Aber wir nutzen das nicht nur, wir nutzen das auch gut. Und darin liegt das Problem. Du kennst die Ut mit Soken, der verschwindt. Du hast 2022 einen Wetenschapspreis kriegen. Du hast über Aule Utstorben Austernpopulation in der Waddensee, also in din Heimat. Du kommst von Pelvorm, forscht. Ganz kurz, was wäre da das Thema und was für ein Perspektiv in der Tau kommst, hätt möglicherweise die Forschung? Ja, also ich interessiere mich ganz doll für den Wandel, ne? Was wart hüt mehr, was wart weniger und warum. Und der Oyster, der heimische Oyster, gäf das früher in der Waddensee, wer da befischt und ein von den leckersten Oyster, die da gäben hätt, wenn man die Berichte glauben kann. Und dann in den 1930er Jahren ist der einfach verschwunden. Und keiner weiß so richtig warum. Und darum ging das in meine Arbeit, zu wiesen oder zu verstehen, warum der Oyster verschwunden ist. Wo das vielleicht noch so Reliktpopulationen von der Oyster gibt, die wir dann wieder ansiedeln können. Denn das ist gerade ganz großes Thema in ganz Europa. Wie kriegen wir die Oystern wieder zurück? Weil die überall im Grunde zurückgehen. Das Gift versäugen dort Tau in Niederland, zum Beispiel. Kannst du was dort Tau sagen und dort Tau in Vergleich, wo's du die das für uns an der schleswig-holsteinische Westküste vorstellen? Ja, ich weiß, dass in den Ländern gibt da die ersten Flächen. Ich habe tatsächlich mehr Erfahrung hier mit den Deutschen. Die versorgen das auch. Das Alfred Wegener Institut auf Helgoland versucht die Oystern wer anzusetzen und ich arbeite mit denen zusammen. In der Hoffnung, dass wir gut finden, was für ein Oystern da am besten für geeignet sind. Ne? Welche Oystern kommen am besten mit den Temperaturen, mit der Strömung und so wieder zurecht und sind darum können durch wer ansiedelt waren. Und nun die Idee für das Thema? Ja, also was wir denken ist, dass die Oystern, die das mal hier in Deutschland in der Waddensee gäben hätt, dass die vielleicht noch in Dänemark, in der Limfjord zu finden sind. Der Limfjord ist ein Meeresgebiete, erst aber in den 1830er Jahren durch eine große Sturmflut, to Meer wohnen ist, für wer das sehr Süßwasser, sehr brackisch. Und dann sind die Oystern wahrscheinlich dort mit drin schwemmt worden. Und die gedeihen dort hüt auch immer noch genauso gut wie Dummels. Und wenn das wirklich so stimmt, dann kann man diese Oystern wahrscheinlich am besten benutzen, um in der Waddensee wieder anzusiedeln. Mit meine nicht biologische Soken können, wo ich das nur sau düden. Da in Limfjord wohnt noch der Neffen und
so Neffen und Cousinen oder so ähnlich, von den Oystern, die das bei uns für die Hustür mal gegeben hat und dadurch, dass sie genetisch gut anpasst sind an die Situation bei uns für die Hustür. Meinst du, können sie sich auch dann später holen bei uns? Ist das ein Thema in den anderen Experimenten, dass sie nicht so wirklich passt in die Habitate? Ja, genau. Also man weiß ja relativ wenig. Das ist ja mal das Problem wie ein Ohr oder eine Population, die das einfach nicht mehr gibt, ne? Wie Werdedummels. Aber Oystern und Frankreich zum Beispiel und England, diese Versöcht haben wir anzusiedeln. Die haben einfach nicht überlebt und haben sich nicht fortpflanzen können. Also da gibt das Hinweise, dass in Wattensee vielleicht besondere Bedingungen herrschen, und nur besondere Oystern sich da holen können. Ein Beispiel von Millionen für den Umstand, dass in ein Ökosystem die Akteure in das Ökosystem natürlich anpasst wen mit. Und nun sind die Ökosysteme in Rutschen kommen, in den Wandel kommen, die ein grautet Thema. Er wieder mehr insticht und auch immer mehr und immer dabei dann auch belüchen dauert, was die Dursumkeit damit zu tun hat. Was ist eigentlich ein Ökosystem? Was versteht der Biolog in ein Ökosystem? Also ein Ökosystem sind die Derten und die Planten und die Bakterien und was nicht noch, die in einer Region eng miteinander in Verbindung stehen. Also zum Beispiel, ich glaube an Beispielen letztlich das besser wiesen, zum Beispiel ein Wald. Ein Wald ist ein Ökosystem. Da gibt es viele Planten und Derten, die sich fressen, die voneinander leben und in enge Verbindung stehen. Oder der Wattensee ist ein Ökosystem. Oder ein Moor. Ist auch die Gesamtheit von den verschiedenen Ökosystemen, also Moor, kann ja grenzen an ein Wald und das grenzt dann womöglich wieder an ein Stück Küste. Ist die Gesamtheit auch zu bekicken als ein Ökosystem, also uns Erdball als ein Ökosystem? Ja, natürlich, ne? Also, das ist ja alles sehr relativ, ne? Denn wir stehen ja alle miteinander in Beziehung. Und darum kann man auch die ganze Erdball als ein Ökosystem sehen. Mhm. Dann lohnt uns aber nochmal mit den sezierenden Blick von den Biologen oder aber auch von den normalen Menschen dort kicken, die sich eben enkelte Ökosysteme ankickt. Dien Graut-Thema als Mensch auch von der Küste ist natürlich der See, das Watt und der See. Und du hast du denn ja auch forscht. Was belebst du denn, wie den Forschen, wie den Blick, ob die Ökologie, ob die Natur, sind die größten Gefahren obst Du hast ja von ein Utstabe und von ein Wandel schnackt. Ja. Da gibt es ein paar verschiedene. Das eine ist der Klimawandel, der dafür sorgt, dass das alles wärmer wird, dass wir mehr Stürme haben, weniger, die Wintern weniger kalt sind. Dann haben wir Überfischung in der See, das ein ganz großes Problem darstellt. Verschmutzung, ne, all das, was über die Flüsse und Seen rinleitet wird in der See. Und dann noch Niederorten, die inschleppt worden sind, die vielleicht auch Sürms oder mit Krankheiten, die sie auch mit inschleppen, die Derten und die Planten in diesem Ökosystem gefährlich waren. Die Wohlhandkrabbe und der Wolf, die Graut-Thema ist, wobei Wolf natürlich tau diskutieren ist, denn hätte mal geben. In uns Heimat. Fruch ist natürlich, wo uns sich nur infügen kann in die Kulturlandschaft. Wo uns bekickt wie denn uns Heimat, sag ich nur, wenn wir hier über Norddeutschland schnackt, als Kulturlandschaft oder wiederhin als Natur. Was von Rolle spielt der Wolf in ein Loch, in der er lang gestorben wäre eigentlich? So ist das, ne? Also was ist, wo wollen wir hin, ne? Also wenn wir an eine Naturschule denken, die wollen ja renaturieren. Aber die Frage ist, was für eine Natur können und wollen wir haben. Und wir können einfach in Schleswig-Holstein und in ganz Deutschland und Europa sind wir nun mal eine Kulturlandschaft. Da leben so viele Menschen, die ja auch da leben schön und wollen, das können wir nicht ignorieren. Und darum müssen wir kicken, was passt in diese Kulturlandschaft, die sich Jahrhunderte von Jahren verändert hat. Was passt darin? Du sagst, du kommst zu der Heide. Der Heide gäbe das früher auch nicht. Ne? Ja. Das ist nur durch der Heidschnucken, letztlich noch aufrechterholen, ist aber natürlich ein sehr wichtiges Ökosystem. Ne? Ist ein sehr seltenes Ökosystem. Aber kann man sagen, auch Argumenturen, naja, schon man vielleicht auch nicht erholen, weil das nicht natürlich ist. Wie verändert
durch den Menschen. Ja. Also wie verändert Ökosysteme. Das dauert wie einfach. Da wo früher Heid wäre, hätt Bäume wussten, das wäre Urwald. Der ist dann rodet worden, damit sie was beuten haben, brennen für das sollt pannen. Und da ist dann der Heid entstanden, dann durch das menschliche Brucken mit der Heid schnucken. Das wären Wirtschaftsformen, landwirtschaftliche. So ist das nu. Du hast gesagt, wo so Forst wie das nicht einfach wäre ob. Wie da ein eigen Ökosystem dann wäre utworn ist, ein eigen Balance sich instellt hätte. Nun können wir sagen, ja, die Temperaturen stiegt, wenn wir ob den Klimawandel noch schnacken kommt. Die Temperaturen stiegt, das Water sticht. Okay, verändert sich auch das. Wo ist hier womöglich der Punkt, wo wir aber doch sagt, nee, ich akzeptiere den Wandel nur nicht mehr. Ich kann ihn nicht mehr akzeptieren, wie das menschliche Leben davon so bedroht ist, dass das nicht akzeptieren ist. Ja, genauso wie du sagst, ne? Wenn die Menschen, die hier leben, wenn die in Gefahr sind, dann mögen wir kicken, okay, jetzt mögen wir dran rein, ne? Also, um nochmal auf den Wolf zurückzukommen, wenn der Wolf ganze Schopherden rieden deit und das hier nicht nur, weil er Hunger hat, sondern vielleicht, weil er so stresst ist, weil hey auch in einer Landschaft leben deit, die nicht optimal für ihn ist, ne? Weil hier einfach so viele Menschen sind. Dann werden wir vielleicht drüber nachdenken, okay, wie können wir das ändern, damit alle das besser geht, ne? Also oder Pellworm ist das hier genau das Gleiche, ne? Also ohne die Dieken gäbe das große Teile von Pellworm nicht mehr, ne? Trotzdem haben wir die Diek. So, ne? Also ich glaube, wenn der Mensch in sein Leben dann bedroht wird, ne? Im Großen und Ganzen, dann werden wir handeln. Und dort sind wir tatsächlich, ne? Das sieht man bei uns in Norddeutschland natürlich nicht so extrem, aber wir sind da, ne? Also die Welt ändert sich im Moment so rapide und so negativ, wie wir handeln. Tonnen Wolf ganz kurz für den Hörer. Hey Ritt Meier, als er selbst brugt, das kommt für, das ist ein Volk von Stress. Ein normalen Predator, also ein normal Raufdert, wo er so viel nehmen, als er selbst brugt. Ja, Das genau. hat hier wie wo sagt man in der Biologie, ein Verholen, was unnatürlich irgendwie ist, ne? Also ich kann mir nur, also ich bin kein Wolf-Spezialist, überhaupt nicht, aber wenn ich sowas höre als Biolog, dann kann ich mir nur vorstellen, dass er halt Sürms unter Stress steht, dass er Sürms natürlich, also der Wolf lebt ähnlich in einem Lebensraum, wo er den Mensch nie zu sich besicht bekommt, ne? Der lebt in große Waldbestände, der lebt natürlich von Rehe, von Hirsche und so wieder. Und in Schleswig-Holstein oder auch in Deutschland sind diese großen Waldbestände und diese ungenutzten Flächen aber einfach nicht mehr da. Das heißt, die Wölfe, die wir haben, leben einfach viel eng mit dem Mensch, ne? Da sind immer Autos, da sind Lüd mit Hühner, die spazieren gehen. Also ich kann mir vorstellen, der Wolf hätte hier einfach kein Rückzugsgebiet, ne? Der kann sich gar nicht mehr utruhen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann dazu führt, dass die ganze Schopherden reden leid, ne? Nicht nur ein Schop. So ein Wolfsrudel, ein, zwei Schoppe und dann sind auch gesagt, ne? Aber so diese Extremfälle, das sind für mich Verhaltensabfälligkeiten, die dort schlitten lassen, dass der Wolf das ja auch nicht so gut geht. Oder diese speziellen Wölfe, ne? Sind ja auch nicht alle, aber diese Problemwölfe, ne? Stress als Stichwort. Der deutsche Wald, auch bei uns im Norden, hat Stress. Köttens gibt hat in den Tauschstandsbericht den Wald, die melden, dass hey weniger CO2 spiegeln deit, als sie abgeben deit. Das ist natürlich ein Melden, die uns nicht beglücken deit. Worum deit sie das nicht? Machst du das einmal verkloren, die Verbinden von CO2 und das Stichwort Klima? Ja, genau. Also das ist ein komplexes Thema. CO2, wenn das abgeben wird, also wenn wir das verbrennen, zum Beispiel ist hier vor allem also CO2 in der Kohle und in Öl, wenn wir das verbrennen, war CO2 frei und das sorgt dafür, dass sich die Erde erwärmen deit. So, das ist das Problem. Darum wollen wir das binden, damit wir die Erde werden aufkühlen, ne? Damit wir auf ein normalere Level kommt.
Nun ist das eine natürlich, wir verbrennen weniger, dann wird weniger CO2-frei. Der andere sieht es natürlich, dass wir versuchen können, das CO2 zu binden, also mehr abzunehmen, als wir verbruchen. Und Bäume in den Blätter, in den Stamm, in Holz binden ganz viel CO2. Ne? Also Holz an sich ist, die Fasern und der Holz besteht, das ist CO2. Ich wollte jetzt sagen, also ganz normal, wenn du ein Kind in der Grundschule hast, das ist doch jede zweite Grundschule, den du irgendwo Klimabäume planten deit oder so, Schaulgorn, hier ist just mit dieser Idee, du Achter, was für Klima total mit den Lütten. Ja, genau. Und das ist ja auch genau richtig. Und jetzt aber bei den Wäldern, wie du wollt, Hütedorfs, haben wir halt Stress. Und der Stress sorgt dafür, dass die Bäume zum einen nicht mehr so gau wachsen wie früher und auch mehr Bäume starben. Und wenn Bäume starben, dann lotten sie da CO2 wieder gone. Und das ist das Problem. Das hütet doch der Wald, an der so viel Stress ist, dass mehr CO2, also mehr Bäume starben, als nur wachsen können. Mir dünkt, das schon wir noch mal einmal genauer bekicken. Warum war der Bäum weniger? Das ist natürlich, hat auch mehrere Gründe. Das eine ist die Dürreperioden. Die erinnern sich alle noch an eine Dürresommer, die wir haben. 8 und also wird im Grunde ja für ein 2 Jahre gefüllt, wäre das Feld ruhiger als das vorher wäre. Jetzt haben wir gerade mal so ein 2 Jahre, wo das wäre normal ist. Die haben dafür gesorgt, dass auch wie in Europa die großen Waldbrände haben. Wenn Bäume verbrennen, sterben sie und der CO2 wird in der Luft abgeben. Die Dürre sorgt auch dafür, dass viele Baumorden nicht mehr so widerstandsfähig sind. Die können Krankheiten nicht mehr so gut abholen. Und dort kommen dann die Schädlinge ins Spiel. Borkenkäfer haben, glaube ich, alle schon gehört. Das gibt auch dann inschleppte Orden natürlich und schleppte Schädlinge, die Bäume auch noch einen auf den Kopf geben. Und wenn ein Baum das gut geht, das ist wie mit dem Mensch, ne? Wenn unser Immunsystem gut läuft, dann können wir auch so einen Infekt oder so einen Schädling können wir gut abwehren. Aber wenn wir schon schlecht drauf sind, ne, wie uns, weil das mal wäre November und kalt und diesig ist, wie der Baum, weil das zu dröch und zu hit ist, dann können auch die Schädlinge nicht mehr abwehren. Also auch da spielen mindestens 2 Faktoren zusammen, die dafür sorgen, dass mehr Bäume sterben dann. Und dann das Letzte ist, dass wir in den letzten paar 100 Jahren, du hast das ja auch schon gesagt, wir haben natürliche Wälder abholzt, schon seit Jahrhunderte. Und was wir noch plantet haben, wäre auch nicht immer natürlich durch. Ne? Die großen Fichtenwälder, die sogenannten Monokulturen, Wassengau, ne? Was gut ist für CO2 in der Kordesicht, aber ein Schädling, ein Bettendröchte und der ganze Wald liegt platt und dann haben wir das Salat. Ich versorg die Tau verstohn. Elk ein Baum, Mut starben. Du und ich, wie wart starben? Eins, wat lebt, starft jechens wenn. In den Augenblick gift hey so oder so ziehen CO2 ab. Wo eins kann ich in der Bilanz Tau ein CO2 minus kommen durch das Spiekern durch die Bäume. Dafür müsste ich ja sozusagen pro Gradient immer mehr Bäume anplanten. Oder gibt das ein Verfahren, mit das ein Baum sterben loten kann, ohne dass das CO2 dann wieder freigibt? Ne, das stimmt. Also aber ganz lange Sicht. Aber ganz lange Sicht, wenn die Bäume dann irgendwann in eine Grund versinken sozusagen, zum Beispiel in eine Moore, da haben wir tatsächlich eine CO2-Senke, weil die dann nicht mehr Aufbut fahren. Worüber wir Hütedorfs schnacken und in der Politik schnackt wird, sind kurzfristigere Lösungen. Ne? Wir gehen davon aus, dass die Bäume CO2 speichern und bis so ein Baum dann wer Aufbut ist, also bitte sterben deit und dann wer Aufbut ist, das dauert ein paar 100 Jahre. Ne? Also die großen Eichen und so wieder werden ja mir auch, die können hunderte von Jahren alt waren, das ist das eine und dann brauchen sie auch noch eine lange Zeit, bis sie wer Aufbut sind. Und darauf hoffen wir im Moment. Du schaffst das, mir an Eustern denken, Tauloten, wie das wie über Bäume schnackt. In den Augenblick, in den du sagst, du wart Bäume ansiedelt, der doch vielleicht gar nicht hinhört. Also Nodelbäume, ob flachen, wo eigentlich Laufbäume eher hinhört.
Dann muss ich natürlich an die Austern denken, die von nichtswo kommt und genetisch gar nicht in das nähe Habitat rinpassen dort. Woans müsste denn ein Wohlt schopen wen, damit hey Gaut, Scheun hier in uns mitteleuropäische Landschaft passt. Von Miut eben de Geistrüch in Holstein. Also was hier ähnlich hingehört, in den meisten Gegenden, ist ein sogenannter Laubmischwald. Also verschiedene Orten, nicht so viel Nadelbäume, sondern mehr so de Laubbäume, Buche, Eiche, Ock, was du noch, so Ahornflich und so wieder. Und wenn wir das machen, wenn wir so einen schönen Mischwald haben, dann haben wir aber auch für die Naturschule was tun. Ne, weil natürlich, je diverser so ein Wald ist, desto mehr Dären können auch leben und unterschiedliche Dären. Und wenn dann ein von diesen Baumorten mal angreifen wird von Schädling, dann haben wir noch die ganzen anderen Orten, die das sozusagen auch utpuffern oder utliegen können. Aber Problem ist, die wassen nicht so gau, wie das, was wir bisher oder was wir fehl anplantet haben für die Holzwirtschaft. Dursumkeit. Ein Thema, was auch die und mich als Individuen angeht. Was kann ich denn dabei down? Also, zum Beispiel mit Blick auf den Baum als CO2-Spieker. So als der Lütten in der Grundschau, vor Bäumen achtet Hus. Je mehr, desto besser, natürlich. Ne? Du sagst, Entschuldigung, ja. Du sagst, das ist mehr als Folklore, mehr als Ökofolklore. Das bringt wirklich was, wenn ich nur in min Gorn, früh war mir auf Dach stiegen, aber den Rosen verwandeln in so einen Lüttenhogen. Das ist ja so ein Grundsatzfrage, ne? Was kann ich als Einzelne, was auch immer ich do, und wenn ich kein Plastik mehr verbruchen do, was bringt das schon? Ja, natürlich, ne? Also eine Person wird nicht die Welt retten, indem man pur Böhme in eine Hof planten deit. Aber wenn wir das alle tun, dann warum nicht, ne? Dann sind das auf einmal nicht nur 3 Böhme, sondern 3 mal 80 Millionen, dann haben wir schon pur Böhme, ne? Versteh mich nicht verkehrt. Ich will das gern down. Ja. Natürlich, umso lieber, umso mehr du mir sagst als Fuckfru, ja, das schält was. Das kann was schälen, wenn du das da ist. Ich denke das schon. Also ich habe da kein Tollen in Bimi, aber ich finde schon, alles hilft. Und vor allem, wenn du Kinder hast. Weil wenn das, auch wenn diese Drehböhme die Welt jetzt nicht retten, die Kinder kriegen Verständnis dafür, was passieren muss. Ne? Die kriegen schon in junge Alter, kriegen die schon eine Idee davon, was mit der Welt los ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wie die Kinder schon anfangen und die Kinder schon irgendwie so eine Idee davon geben, dass die Welt endlich ist. Ne? Also nicht so negativ, aber ne, du weißt, wie ich meine, dass die auch schon was, dass so ein Grundverständnis kriegen, ne? Dass sie nicht einfach alles verbruchen können, wie viel sie wollen, sondern dass du einfach immer so ein Achterkopf, so eine Stimme ist, die sagt, Mensch, werden sie nicht damit umgehen. Vielleicht wirklich eine gaude Idee, und diesen Tauschstand von der End-Tit-Loon taukom in den Aktivismus. Und just mit Blick auf die Kinder, der ja nun wirklich nicht mit so schlechte Lohn abwassen schürt. Aber natürlich, du hast liegst den Blick auf die Realitäten und damit auch auf den Heimat, kommt wir auf das andere Ökosystem, de See, tauschprägen. Der See geht das nicht gaut, sagst du. Sie wird warmer, sie wird, was die Orten angeht, dünner. Ja, der See geht das, so weit wie das sehen können, wirklich nicht gut. Und das ist, glaube ich, ein von den Problemen. Man kann den Fisch zum Beispiel kann man nicht so leicht tellen wie jetzt der Derten an Land. Und darum werden wir häufig gar nicht, wie schlecht oder wie gut der See das geht. Aber alles, was wir bisher an Dorten sammeln können, sagt, ja, der See geht das nicht gut. Du hast viel Überfischung. Wir verlieren viel Orten, die wir noch nicht mal beschrieben haben. Also ja, darum. Ja, der geht das wirklich nicht gut. Wie rogt ja in unserem Klönschnack hier politische Themen, die wirklich hit diskutiert wird. Und wo ich zum Beispiel komme in die Landwirtschaft, ich glaube, du kommst auch gut in die Landwirtschaft. Nicht direkt, aber per Worm ist das alles noch, ne? Also man schnackt mit alle, sind nicht so, als ich da wäre noch nicht so Fronten, weißt du? Das wäre alles, man schnackte mit jedem und allen. Ich will just sagen, just ich meine, auch ob Anna flachen in der hütige Realität, aber auch in
in den Ruhm von der Ökologie gibt es viel sensible Themen und Stimmungen, sag ich mal. Und für mich ist immer wichtig, dass man alle Süd hit diskutiert wird, der Rolle von der Fischerei. Launt das einfach, ob der über Fischen hinterwiesen oder gibt es Konzepte, wo wir mit der Fischerei liegers ein dursum Umgang haben könnt mit das Ökosystem sei oder in unserem Fall nur Wadden sei. Ich denke schon. Also wie gesagt, wir Pellworm, wie Hemmfischer und die kümmern sich auch wirklich. Die wollen natürlich, dass das dursam ist. Denn wenn der Fisch weg ist, was morgen die denn? Dann sind sie arbeitslos, ne? Also ich glaube, die lokale Fischerie ist gar nicht so das Problem, ne? Weil die haben ein Gebiet, das können sie befischen und die wären ja blöd, wenn sie das alles wegfischen, ne? Das geht dann vielleicht ein paar Jahre gut und dann, naja, was denn, ne? Wie die Fischerie sind das wirklich die großen Flotten. Und wie groß, das sind riesige Schiffe, die über Weltmeere rumfahren, vor allem in Meeresgebiete, wo dann vielleicht auch keiner das Sägen hat, ne? Also wie der See ist das hier so, nicht jedes Gebiet gehört zu ein Land oder so. Und die können nur einfach, oder die können, oder die schön das nicht, aber die don't einfach was zu wollen und fischen. Da will die Kontrolle nicht durch. Keine staatliche Kontrolle. Genau, also das gibt Regulierung, die Schulen sich an Socken holen, aber das gibt keiner, der das dann enforced. Ne? Also da gibt es keinen, der dann so auf den Finger haut und sagt, ja, das dürfen wir so nicht. Und darum fischen die einfach. Also ich habe das last bitte 30% von der Fischerie ist illegal und wird nicht kontrolliert. Und das, wenn wir das mal los waren, dann haben wir, glaube ich, schon große Gewinn gemacht, ja. So lebt das vielleicht mehr ob im Südostpazifik oder in Atlantik, aber nicht für die Hustür in Pellworm, also in der Wattensee. Habt ihr die Zertifikate? Sind die Fischer, die ihr habt, zertifiziert? Das weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Also ich schnack mit denen, ob die jetzt zertifiziert sind, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, also bei uns für die Hustür waren vor allem Pornfisch, ne? Die lütschen Nordseegarnelen. Christine ist nordfrisch, ja, sich Porn to Krabben. Ja, genau. Und die achten auch schon darauf, wie viel sie fischen, ne? Und was sie fischen können. Also die benutzen der gute Menschenverstand, um das mal ganz klar zu sagen, ja. Der gute Menschenverstand, der er dort bringt, dursom zu handeln, also nicht den Ast aftausogen, ob dann sie sich nicht selbst arbeitslos zu mogen. Ist wahrscheinlich nicht so winstorientiert als die graute Fischerei, das heißt, sie möchten vielleicht in Loden mehr Geld nehmen, dauert sie das? Darum komme ich auf die Zertifikaten. Wenn ein von mir als Konsumenten mehr Geld haben will, dann soll er mir sagen, wofür und dafür oder daher dann diese Flaut an Zertifikaten, der mir das vertellt oder aber auch der, wie es, denke ich, manchmal wie smoken wird. Woans vertrieft denn die Fischers ob Pellworm, die Poren, die Krabben? Oh, du stellst jetzt Fragen. Also zum Teil verkaufen sie direkt von Chip, ne? Da komm ich mir Poren dann. Und der Rest, das ist mir gar nicht so. Also die verkaufen auch an die Niederländer und so. Ich weiß gar nicht, ob sie dafür mehr nehmen, um ehrlich zu sein. Das sind sehr saisonale Preise, das weiß ich. Ne? Die haben ja vielleicht auch schon mal sehen, manchmal kostet das Krabbenbrötchen doppelt so viel wie in anderen Jahren. Also da ist tatsächlich noch sehr große Fluktuation, ja. Ich denke, mein Abkauf als Konsument ist erstmal das zu akzeptieren. Das Händton nehmen, dass ein Wurf vielleicht auch mal nicht da ist oder ein Preis hat, der schwanken kann. Und dann sag's noch total regional interholen. Muttert Pangasius wen oder kann das auch mal ein Plattfisch von Verhuster wen? Da sagst du was, ne? Also das ist das, wir haben hütläufig so eine Grundeinstellung, dass wir immer alles hemmen können. Sofort. Ne? Ich auch. Wenn ich irgendwie was haben will, dann kicke ich online und dann war das im Zweifelsfall köft, so, ne? Das wäre natürlich früher ganz anders, ne? Da haben wir viel mehr auch saisonal in Köft, ne? Auch Apfeln zum Beispiel oder Erdbeeren, ne? Kriegst du jetzt im Grunde das ganze Jahr, aber halt nicht aus Deutschland, sondern dann aus Chile oder. Und ich glaube, da kann man als Verbraucher
relativ einfach auch schon was rein. Wenn man sagt, ne, ich muss auch nicht die Appeln und Chile kommen, die aus Deutschland sind gut genug, oder auch nicht die Erdbeeren im Dezember, dort häufig auch Erdbeertiet. Damit verringern wir den CO2-Fußabdruck, ne? Also die Wege waren kurz holen. Und wir kommen Sorgen, die halt für die Huster produziert sind und da wahrscheinlich auch viel besser produziert worden sind, als so weit weg, ne? Der Konsument steigt an Tresen in Supermarkt und will lecker inkäupen. Über eine Fisch hab wie schnackt, nu schnackt wir über das Steak, was in Zwiefel denn auch mal aus Südamerika kommt und mit das ganze Chips Diesel, was da binnen stecken deit. Stichwort Feiholen. Feiholen in graute Einheiten, hüdigen Durchs. Als Laie, selbst als Laie, hef ich denn mal so in de Ohrenhaut kriegen, als Methan, Utstaut und so wieder. Die Verbinden von Klimawandel und Feiholen in der Welt, hüdigen Durchs und biologische Sicht, Christine. Ja, der Köy ist Klimakiller, wie gehört, ne? Hört sich an erstem Mal oder zu Anfang natürlich irgendwie abstrus an, ne? Hört sich an, als wie man das gar nicht sehen kann, ne? Köy hat das immer gegeben und wir haben, also, oder was heißt immer, aber ganz, ganz lang schon und Buren haben immer Köy holen, was schaltet denn da jetzt ob irgendwo mit verkehrt sehen, ne? Was aber wirklich so ist, ist, dass Köy in der Moor oder Gras kommt viel Methan ruht und Methan sorgt noch viel mehr als CO2 dafür, dass sich die Erde erwärmt. Das ist dieses Klimagas. Früher haben die Buren, du willst das vielleicht besser als ich, 20 Köy, wenn sie groß wären, aber nicht 200, nicht 2000. Das ist ganz, ganz früher. Ganz, ganz früher, ne? Aber genau, also wie Landwirtschaft kenne ich mir auch nicht, aber ne, die sind halt viel größer und viel mehr geworden. Das mussten sie auch, ne? Also das ist auch einfach, um wirtschaftlich zu arbeiten, und das war sie auch mal für holen, mussten sie größer waren und mussten mehr Köy hemmen. Aber dort ist natürlich der Methanutstoß auch viel mehr geworden. Und wir wollen auch nicht nur einmal in der Woche flichen Braten oder ein Steak haben, sondern wir wollen das auch gern so mal in der Woche oder siebenmal in der Woche haben. Als Konsument, als Verbraucher. Also auch da können wir Wert dran rein, was wir wollen und womit wir Pflicht zufrieden sind. Ne? Noch an Themen gäbe das hier zu bestellen, auch das Stichwort, was gibt eigentlich mehr an Nähren für mich, ein Steak oder eben ein veganen Nähren, da gibt das Berekens, da kann man lang übersnacken. Mir dücht aber, dass wie immer wer auf den Punkt kommt, was ist der Anspruch eigentlich von den Konsumenten, als du siehst. Früher gibt das einmal in der Weg ein Broden, das wäre Sündags. Und sonst wäre der Ernährensplan heil anders. Wenn du nu snackst, das ist ja kettelig bei den Deutschen, das Thema. Wenn du nu snackst über Verzicht. Woans wird wie uns Kinder und Kindeskinder die Welt übergeben, wenn der einzige Weg doch der Verzicht ist ob Deutsch. Und dieser Verzicht aber bloß Tostand zu kriegen ist mit Zwang. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mach nicht gern in ein Welt leben, in ein Land, wo mir so ein Verschreiben ward. Wo mit Zwang Arbeit ward. Ich lob mich gern übertügen von gaude Argumenten. Ich meine, wenn du sagst, die Welt geht inner, morgen, wenn du nicht dat und dat deist, das ist ein super Argument, das ward wahrscheinlich trecken. Du musst mir das allerdings bewiesen, wie ich ein Mensch bin, der nur denkt, so als alle Menschen. Wenn du nur tatsächlich schnackst über das Thema Öffentlichkeitsarbeit, woans wollt du den Menschen mitnehmen? Den Konsumenten im Supermarkt, das hat sich verändert in sie verholen. Ich glaube, du hast das schon gesagt, man muss dir das wirklich erklären, ne? Also nur zu sagen, ne, so geil das nicht, ist natürlich nicht der Weg, ne? Also, und wenn ich weiß, ist, dass der Mensch natürlich bis sich selbst anfängt. Und jetzt das Fleisch zum Beispiel ist ja aber ein schönes Thema, wo das ja nicht nur um Methan und CO2 und Massentierholung geht, sondern auch für den Mensch selbst ist das ja nicht gesund notwendigerweise, jede Tag ein Steak zu essen. Das weten wir jetzt auch. Also vielleicht eher so, dass man verschiedene
Betrachtungswiesen heranbringt, ne? Und sagt, und nicht Verzicht, sondern was anderes Fürschlein deit, ne? Ich sag das ehrlich, ich weiß nicht, ob die ganzen veganen Alternativen, da geht auch viel Wasser und viel Energie rein, um ein veganes Steak zu machen, ob die jetzt unbedingt das Richtige sind, aber vielleicht eine Mischform, ne? Vielleicht mal ein normales Steak, vielleicht mal ein vegane und dann vielleicht mal Gemüse oder, ne, wie Norddeutschen können ja auch schön, dass sie so ein bisschen Grieß oder eine Grode Hans und so was, ne, das mal Wert zurückbringen. Ne, traditionelle Erden und sagen, ansonsten wüsste ich das auch nicht. Das ist ganz schwer. Also das ist wirklich wahnsinnig schwer, die Menschen davon zu überzeugen, die Bequemlichkeiten abzugeben. Ne? Und das kann ich kann ich auch super verstehen. Ne? Ist auch für mich schwierig. Was wichtig ist der Diskurs. Wenn ich mit konventionellen Bauern schnack, könnt der mir auch genau herregen, wo die Probleme sind, bei den rein veganen Nähren. Und ohne dass ich viel Hintergrund habe, durch mir das auch immer plausibel. Mir wäre darum immer das Liebste, wenn alle Sieden vernünftig hört waren können. Ich glaube, wie wird all überleben, so als der Fischer auf Pellworm, die will auch überleben, die überfischt darum mich. Und mir dücht auch die Landwirtschaft will überleben und darum ihre Grundlagen nicht vernichten. Das bringt mich an Düsse steht auch ein private Fruch, Christine. Dursumkeit in din eigen Oldach. Du als Mensch, du lebst in Kiel, ne? Ja. Mit din Familie, mit din Umfeld. Hast du Tipps für mich, für uns Tauhörers und Tauhörerschen? Also ich bin doch ja auch nur ein Mensch, ne? Also das ist ja auch sympathisch. Ja. Aber was mag der Mensch? Ja, also was ich, bei mir läuft das genauso wie bei der anderen auch. Ich mag sagen, wenn die für mich Söms auch gut sind. Zum Beispiel, ich fuhr viel Vorrad. Ne? Ich fuhr auch nicht E-Bike, ich fuhr normale Vorrad. Ne? Ich bin ja erst fertig, ich brauche noch kein E-Bike so. Also ich fuhr normale Vorrad. Was ist mein CO2-Ausstoß? 0. So, ne? Heute bin ich mit dem Zug fort. Wenn ich den Tiet habe, weil der Zug leider hier immer nicht so ganz pünktlich ist, dann fuhr ich gerne mit dem Zug. So was. Also das Auto auch mal stehen lassen, das kennen wir, das ist nichts Niedes. Ich glaube, das ist gut. Biet inkommen, ne, einmal zu kicken, man hat Abeln und Chilesien zum Beispiel. Ne, so Lütsche Socken, so wie ich gesagt habe, man muss ja nicht kein Abeln kommen, aber vielleicht sind die Abeln und Deutschland genauso gut. Kleinigkeiten. Oder wenn die Verpackung, ne, also gibt das Socken, die mit Plastik verpackt waren, dann nämlich was in Papier verpackt ist oder lose. Vielleicht kann man dann auch mal das andere probieren, ne? Und das Plastik wegladen. Also ich glaube, da so Lütsche Socken können wie anfangen. Ich finde das ganz toll, diese Initiativen, wo man jetzt auch, wenn man sich einen Kaffee mitnehmen muss, auch einen Kaffeehus oder Kaffeeshop, dass man dann so Becher kriegt, den man dann abgeben kann, ne? Also hört sich jetzt alles nicht so lütsche Socken, aber ich finde schon, wenn man die alle in eine Masse nimmt, dann gehen wir in die richtige Richtung. Und dann einfach auch vielleicht dann öfter mal einfach immer inneholen und einmal drüber nachdenken, ne? Ein Punkt finde ich wichtig, was du gesagt hast, dass wenn du die Lütten socken deist, den normalerweise auch gut für den eigenen Organismus sind. Also wenn du nicht von morgens bis abends Fleisch isst, hast du das Lichter und den Übergewicht, möglicherweise oder doch nicht Rindtaugon. Und mit Rad bist du fein an der frische Luft, das gaut für das Immunsystem. Scheuen die Tautau hören. Dr. Christine Evers in Klönschnack bei Klauklustert. Wie kommt so wie Lütten taut hin? Du hast einen Sohn, so denn ich auch mit den Blick in Taukom Joteinte und wünscht wahrscheinlich eins Gaude. Bist du manchmal vertwiefelt mit Blick auf die Ökosysteme? Nee. Vertwiefelt bin ich nicht. Also, ich sehe schon, ich bin einfach Optimist. Ich kann das nicht helfen, ne? Auch wenn ich mit der Vergangenheit arbeite und sehe, was ja auch nicht richtig loben ist, ne? Wo Orden abgestorben sind und so wieder. Ich bin einfach ein harten Optimist, ansonsten glaube ich, kundig das doch alles nicht, ne? Sonst wäre ich einfach nur den ganzen Tag an Hulen. Und ich glaube schon, wie Menschen haben das Potenzial, auf jeden Fall diese Probleme in den Griff zu kriegen. Wir müssen da drüber nachdenken.
jede Einzelne kann was tun und ich denke schon, dass wir das schaffen können. Aber wir müssen da auch mal mit, oder wir müssen auch anfangen. Aber dann war das schon. Bei der Gelegenheit, du als Mutter, Mensch und Fachfrau, den Wunsch an der Politik? Wo ich die Politik immer so ein bisschen sehe, ist, dass ein Thema nehmen und dann in eine Richtung vorstellen und eine Facette sehen und dann Mutter durchdrückt werden. Wir haben das mit den E-Autos, weil haben wir jetzt gerade CO2 mit den Bäumen, ne? Jetzt müssen wir CO2 ganz viele Bäume planten. Wäre schön, wenn man der anderen Facetten vielleicht nicht so ganz auch verliert. Ne? CO2 zum Beispiel, wenn wir wieder Bäume und der Wald sind. CO2 kriegen wir am besten Infang in einem Moment, wenn wir ganz viel Fichten planten oder Bäume, die ganz gau wassen. Aber das ist kort gedacht, weil ähnlich die anderen Aspekte, so wie Biodiversität und so wieder, würden mehr davon profitieren, wenn wir in Mischwald planten würden. Und wo habe ich immer das Gefühl, die schäden sich dann immer auf so ein Thema ein und das war dann ganz doll pusht und der Rest fällt dann immer so ein bisschen darunter. Also wenn die Politik durch sich ein bisschen Brieder aufstellen kann, dann wäre mir das ganz lieb. Und der anderen Sichtweisen, ne, auch nicht verlieren. Also da hängt ja immer ganz viel die Komplexität nicht so ganz gut verlieren. Das wäre das, was ich gemeint habe mit dem Diskurs, an Sichtweisen auch integrieren. Manchmal hat die Buren das Schwur hört Torwan, manchmal hat auch die Yacht das Schwur hört Torwan. Du bist Jägers. Ja, genau. Und süßt du aber auch durch ein ökologischer Abguf verbunden mit der Yacht. So ist das. Und wenn wir da sind, also die Yacht, so wie sie Hüt in Deutschland mockt ward, ist sehr dürsam. Ne? Also wir haben einfach sehr viel Wild, das hier ökologischer nicht abwassen kann. Und wenn wir mögen das in unsere Kulturlandschaft, mögen wir das Wild auch so ein bisschen ingrenzen, damit da zum Beispiel die Landwirtschaft auch, die Forstwirtschaft nicht ein Problem war. Ne? Also per Wurm, wir haben ganz viel Gös, die Bauern mögen die Landwirtschaft umstellen, weil da so viel Gös sind. Da kommen jetzt auch die Jäger nicht daran, das ist einfach zu viel geworden, aber auf Fastland auch mit den Wildschweine, mit den Rehe. Also ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial bei der Wild zum Beispiel, weil die auch ein Fleisch-Ressource ist, der Norwast. Also da kann man, glaube ich, noch einiges morgen. Dursamkeit wäre das Thema von diesem Klönschnack von durch mit Dr. Christine Evers von der Universität in Kiel. Ein Frühabwussen in Schleswig-Holstein ob Pellworm und Utbild in Amerika, in Georgia, was wie weit. Interessante Biografie. Eigentlich kann man auch mal einen Podcast allein über die Person machen. Aber das ist von durch nicht das Thema wert. Danke für die Expertise auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass ich mit die schnacken dus und vielleicht hören wir mal wer voneinander. Hey, gern. Liebe Tauhörers, wenn Sie noch andere Fragen an Christine Evers oder Trüchmöllens für uns habt, schrieb uns gern an info@niederdeutschsekretariat.de. Das wird von uns wiedergeidert in den nächsten Stremel mit Klauklustert. Moin, ich bin Christoph Ahlers und in den nächsten Stremel von Klauklustert schnack ich mit Tessa Wefer von den Tourismusservice Dangast in Niedersachsen über Dursamkeit in Tourismus. Was bedeutet Tourismus für die Inwohners in einem Urlaubsort an der Küste und für Natur und Umwelt? Klauklustert.